Hallo und damit auch ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir mal ein Video, wo ich jetzt 2-3 Mal privat gefragt worden bin zur Beratung, Kaufberatung für eine steirische Ziehharmonika. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache da ein Video draus, weil wenn mich dann nur mal irgendwer fragt, dann sage ich, schau dir das Video an. Da wird normalerweise alles besprochen. Also als erstes muss ich natürlich sagen, es ist gar keine schlechte Entscheidung, sich überhaupt ein Instrument zu kaufen. Es hat halt am Ende vom Tag ein bisschen eine andere Bedeutung, wenn man Musik selber machen kann. Und ich würde mal als erstes sagen, wie sehr wünsche ich mir überhaupt das Instrument. Wenn ich schon länger überlege, ich will unbedingt eine steirische Ziehharmonika und habe natürlich jetzt da ein bisschen gespart und bin natürlich bereit, da ein bisschen mehr auszugeben, dann komme ich auf irgendeinen Zweig, auf einen grünen Zweig würde ich jetzt mal sagen. Wenn man sich eher unsicher ist und man sieht dann einmal die sehr hohen Preise von den steirischen Ziehharmonikas, dann ist man natürlich eher ein bisschen abgeneigt, meine ich. Denn so eine Ziehharmonika kostet dann schon ein paar tausend. Es sei denn, man kauft sie natürlich privat, aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Und da kommen wir halt eben zum zweiten Punkt, und zwar Instrumente sind halt einfach teuer, wenn man was Qualitätvolles haben will. Zum Beispiel die E-Gitarre da hinten, die hat vielleicht nicht einmal 200 Euro gekostet im Gesamten und ist aber dann fürs Probieren und fürs Proben oder sowas gar nicht so schlecht, aber sie verstimmt sich natürlich immer und der Verstärker rauscht zum Beispiel. Also es sind halt so kleine Sachen, wo der Anfänger vielleicht nicht drauf Acht gibt, aber wenn man jetzt sagt, man will mit dem Instrument 10 Jahre spielen oder sowas, in 10 Jahren nervt es die dann. Also ich glaube, es nervt es sogar noch schon nach 2 Jahren. Deswegen greift aus meiner Erfahrung, und die ist jetzt schon relativ gut vom Instrumente kaufen. Wer billig kauft, der kauft halt einfach zweimal. In dem Sinn jetzt gesehen, wenn jetzt jemand sagt, ich will jetzt gerade das ausprobieren und weiß natürlich nicht, ob er überhaupt dabei bleibt, da würde ich natürlich was Gebrauchtes schauen, um einfach einmal reinzukommen, weil man kann auch das Teure dann danach noch immer noch kaufen. Das Geld soll eigentlich nicht der beschränkende Faktor sein, ob ich das jetzt lerne oder nicht. Vielmehr ist dann die eigentliche Zeit, wie viel will ich da investieren, ist mir das auch wert. Und wenn ich jetzt eigentlich die ganzen Fragen schon abgewickelt habe, dann bin ich eigentlich schon halbwegs in einer Preisspanne, so viel will ich ausgeben. Dann bin ich auch schon ungefähr einmal bei den Marken, weil die Marken sind heutzutage eigentlich relativ gut. Eigentlich jede Marke, kann man sagen. Und wenn wir jetzt schon bei Preisspanne und Marke, wenn wir das so ungefähr festgelegt haben, und Farbe natürlich als halt persönlich, dann kommen wir mal jetzt zu einem Punkt, der sehr groß ist, und zwar die Stimmung. Und zwar eine Ziehharmonika ist nicht gleich eine Ziehharmonika. Das sieht man auch zum Beispiel, wenn man meine Elternvideos anschaut. Da habe ich mit der Strasser Ziehharmonika gespielt. Und bei den neuen, da spiele ich mit der Munda Ziehharmonika. Und die Strasser Ziehharmonika ist in FBSS gestimmt. Und die Munda ist jetzt eine GCFB Ziehharmonika. Was jetzt vielleicht für die nichts heißt, wenn du jetzt nicht unbedingt vielleicht in der Blasmusik dabei sein willst. Weil ich würde jetzt sagen, die 2 Hauptgründe, um sie jetzt FBSS oder sowas zu kaufen, wäre dann entweder man will dazu singen, vielleicht dass man mit den Touren ein bisschen besser auf einen Zeiger kommt. Das wäre so ein Hauptargument, und halt eben für die Blasmusik FBSS. Aber ansonsten, wenn man jetzt mit dem Singen vielleicht nicht so ganz groß ist und man will jetzt mehr so Tanzelmusik machen oder so, dann würde ich sogar eher zu der GCFB, also zu der Standard, was heutzutage eigentlich jeder hat, so eine GCFB-Ziehharmonika nehmen. Weil die jetzt doch eigentlich relativ stabil sind und auch im Standard ein bisschen sind, jetzt so kann man sagen. Es gibt natürlich jeden Liebhaber für irgendeine Tour, und ich weiß nicht, ob da irgendwer so Vorlieben hat für sowas. Das ist halt jetzt was Individuelles, kann man sagen. Da würde ich jetzt gleich die Überleitung machen zu meinem letzten und finalen Punkt. Und zwar, ich würde einfach bitte nicht Internet bestellen. Das einzige Instrument, was ich vom Internet habe, ist die E-Gitarre da hinten. Da bin ich jetzt eigentlich relativ preisgünstig zu einem Instrument gekommen, um einmal die Grundlagen auszuprobieren. Aber irgendwie später im Verlauf will ich mir dann schon wieder eine richtige E-Gitarre kaufen, irgendwo bei einem Fachhandel in meiner Nähe. Und da ist halt ein großer Vorteil, ist halt einfach, du kannst da hingehen. Musikgeschäfte sind dann dazu noch relativ gut aufgestellt, meistens mit einem weitreichenden Angebot. Ich weiß es jetzt nicht, wenn man eine steirische Ziehharmonika in Deutschland kaufen will, ob es dann so viele Ziehharmonika-Läden gibt. Aber bei uns in Österreich würde ich mal sagen, es ist relativ einfach zu einer zu kommen. Also spezifisch jetzt bei uns in Tirol ist es, kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, gibt es schon den einen oder anderen, der wohl da so eine Harmonika vertreibt. Und das ist halt einfach der riesige Vorteil. Man kann hingehen, man kann sich das Instrument von der Nähe anschauen, weil auf die Internetbilder schaut das alles anders aus. Ich weiß, es ist so eine generische Sache, was man halt sagen muss, aber um ganz ehrlich zu sein, das stimmt auch. Wenn man eine Farbe in Natura sieht und wie sieht, wie es vielleicht im Licht glänzt oder sowas, dann schaut es immer besser aus auf einem Foto oder sowas. Aber wenn uns das gefällt und man sieht das in echt, dann ist das immer die würde ich sagen, einmal die ehrlichste Bewertung,
Weil dann habe ich es selber gesehen und habe selber vielleicht sogar angefasst, selber vielleicht einmal gespielt. Beim Anfang kann man jetzt vielleicht noch nicht spielen, aber vielleicht einmal in der Hand gehabt. Und da kann man vielleicht schon eher ausschätzen, ist mir das wert, die Ziehharmonika? Oder gefällt mir die Marke, die Marke, die Marke? Wie schon gesagt, wir müssen uns natürlich zuerst die anderen Punkte überlegen. Und natürlich ein riesiger Vorteil ist, man kann da auch zum Beispiel probieren, was sind die Unterschiede jetzt, wenn ich da eine Ziehharmonika in FPSS in der Hand halte, oder in GCFP oder in BSS, was es alles für eine Stimmung ergibt. Man kann vielleicht einmal anspielen oder sowas probieren. Das ist ein riesiger Vorteil von Fachhandel und man unterstützt ein bisschen die heimische Wirtschaft. Das ist eine Sache, die sage ich jetzt auch dazu, weil die ist eigentlich auch relativ wichtig und auf das schaue ich ein bisschen. Ja, aber um das jetzt nochmal zu erwähnen, das sind so meine Sachen, so würde ich jetzt überlegen, wenn ich mir jetzt nicht gerade eine Ziehharmonika, sondern wenn ich mir ein anderes Instrument auch kaufen will. Wenn jetzt aber von eurer Seite noch irgendwelche Fragen offen sind, dann bin ich in die Kommentare gerne für euch zur Verfügung. Also einfach eine Frage stellen und dann wird ja relativ schnell beantwortet. Okay, ich hoffe, ihr habt euch weitergeholfen mit dem Video. Würde mich über ein Like und ein Abo freuen auf dem Kanal. Und dann würde ich sagen, bis nächsten Sonntag zu meinem nächsten Video.